Ja, ich bin der Maurice Matschi. Ich bin im Podcast «Salis trifft». Viel Spass dabei. «Salis trifft», die Podcast-Show mit bekannten Schweizer Persönlichkeiten. Präsentiert von Gianfranco Salis. Hallo miteinander. Heute habe ich ganz einen besonderen Gast. Wir sind jetzt hier auf dem Ida-Platz in Zürich. Es ist ein Stadtoriginal. Er steht für das urbane Grün, für den grünen Lebensraum in der Stadt, wo in der Stadt immer mehr von Beton verdrängt wird. Er macht etwas dagegen. Er ist ein grüner Guerilla-Kämpfer, kann man sagen. Er ist zuständig für die schöne Farben- und Blumenpracht in der Stadt, wo bei vielen verschiedenen Ecken aufblüht, dort, wo man sie nicht erwartet. Bei mir ist der Maurice Matschi. Hallo. Hallo miteinander. Ich freue mich riesig. Wir kennen uns aus der Zeit bei CHTV, wo ich ja die Sendung Kult Schweiz moderieren durfte. Und jetzt treffen wir uns also nach 3 Jahren auf dem Ida-Platz mitten in Zürich. Überall sprießt es wieder in der Stadt. Und wie von Geisterhand blüht Zürich in jedem Frühling neu auf. Fast überall, wo ein Fleckchen Erde sichtbar ist, wächst jetzt eine üppige Blumenpracht. Und den Grossteil hast du angepflanzt, oder Maurice, bei Nacht- und Nebelaktionen, oder? Wie findet das einmal statt? Ja, Nacht und Nebel ist nicht mehr unbedingt nötig. Viele sagen ja, das geht sehr schnell und das kann man gut beim Vorbeigehen auch am Tag machen. Aber es ist in dem Sinne eine Nacht- und Nebelaktion, das ja nicht offizielle Tat ist. Du bist ausgebildeter Landschaftsgärtner, aber auch Bauführer und Küchenchef gsi in verschiedensten angesagten Lokalen, in New York sogar, in Übersee. Bis im Dezember 2017 hast du das auch jetzt da in heimischen Gefilden gemacht. Gibt es da etwas dazu zu sagen, gerade, weißt, wenn so Thema Küche, vegan oder Vegetarier, Maurice? Was für eine Küche tust du bevorzugen? Ich bin ein Allesesser. Ich habe einfach, wo ich vom Gärtner zum Koch umgesattelt habe, habe ich mir ein neues Feld, wo ich mich verwirklichen konnte. Und das ist vor 25 Jahren ist die vegetarische Küche ein Stiefkind gewesen, und ich habe mich auf die spezialisiert und mir dort auch einen Namen gemacht. Und was sagst du zu dem veganen Trend im Moment, oder? Schreit alles nach vegan. Es herrscht ein Veganismus bei vielen. Ist das einfach eine Modewelle? Ist das eine Trendwelle? Du hast schon verschiedenste Sachen miterlebt, eben auch als Küchenchef. Wenn man jetzt den Brücke schlägt von deiner Leidenschaft zu den Pflanzen, von deiner Vision, aus einer Stadt eine grüne Insel zu machen oder eine Stadt, die grüne Oasen hat, jetzt Brücke schlagen auf die Küche, auf den Bereich, wo du auch lange Jahre verfolgt hast oder ausgeübt hast als Beruf? Ja, es ist ja so, dass das Essen ist heute politisch geworden. Und ich sage immer, der Veganismus ist halt eine Jugendbewegung. Wie will sich heute ein Jugendlicher distanzieren von den Eltern? Weil wenn er irgendwie die Haare wachsen lässt, das hat bei uns noch genützt, oder? Hat man schon Zoff gehabt. Und heute kann man eigentlich nichts machen, zum Zoff mit den Eltern zu haben. Aber wenn man heimkommt und sagt, ich esse vegan, dann hat man den Krach in der Hütte. Und darum denke ich auch, setzt sich das durch. Und es ist natürlich halt gegangen, all die Lebensmittelskandale, vor allem halt, wie die gehalten werden. Das tut halt viele Junge, emotional berühren, und darum verweigern sie sich das Fleischessen. Aber ich finde auch Gemüsehaltung ist heute sehr sträflich. Aber dort gibt es ja nicht wie Tierschutzgesetz, gibt es nicht das Pflanzenschutzgesetz. Sonst müsste man dort auch auf die Barrikade und dann darf man überhaupt nicht mehr essen. Ich finde einfach, fair und sauber produzierte Lebensmittel, da darf ich für mich alles essen. Und da stehst du für und Flamme, für das tust du dich auch einsetzen beim Bachsermarkt. Erzähl uns ein bisschen etwas über den Bachsermarkt. Ja, es ist eine Bio-Ladenkette, die sehr nahe bei den Produzenten
will sie und sehr direkt das Zeug zu den Produzenten bringen. Und da ist einmal eins, dass super produziert wird, also wenn möglich bio, tiergerecht produziert wird. Aber was man heute immer vergisst, das sind auch, dass faire Löhne gezahlt wird. Und wir versuchen, dass wir den Landwirten mindestens können in der Zukunft einmal 20 Franken auf die Stunde zahlen. Jetzt sind es so zwischen 12 und 14 Franken Stundenlohn. Und ja, das heisst, das muss man dem Konsument näher bringen, dass halt Produkte teurer werden, wenn man auch faire Löhne will zahlen. Das heisst, ihr wollt vor allem, also die Philosophie vom Baxomet ist, man will auf den Zwischenhandel verzichten oder man will dem Kunden aufzeigen, dass es auch noch Möglichkeiten gibt, etwas zu kaufen mit gutem Gewissen. Ja, indem dass man auch halt den fairen Preisen dem Produzent zahlt und dass man so gut es möglich ist den Zwischenhandel auslässt und das direkt zum Konsument bringt, ohne grossen Verpackungsblödsinn und Aussortiererei. Ich meine, 1/3 der Gemüseproduktionen wird untergepflügt, weil es den Normen nicht entspricht. Das ist unglaublich, oder? Ja, und dass man das Bewusstsein ein bisschen schaffen. Und natürlich dann auch, dass die zu einem fairen Lohn können schaffen und was heute ja keiner mehr will. Also wenn wir sonst in den Gewerben die Löhne anschauen, ist halt die Landwirtschaft weit, weit hinten. Also da kann man sagen, eigentlich dort, du hast eben lang in der Küche, es stürmt draussen. Du hast lang, also übrigens, ihr seht uns ja nicht, aber wir sind jetzt gerade vor dem Kaffee beim Ida-Platz. Und es ist noch ein bisschen frisch. Wir haben ja erst Anfangs Frühling und es geht gerade ein bisschen Beissen da. Und wir haben da schöne Schafsfälle, wo wir drauf höckeln. Und wir haben ja schliesslich konsumiert, gell, Moritz? Ja. wir können da einen warmen Tee gehabt. Sehr schön. Mit dem Guerilla-Kämpfer auf dem Bänkchen vor dem Kaffee. Ida-Platz, da in Zürich. Vom Küchenchef bist du weggekommen und jetzt hast du wie einen neuen Zweig entdeckt. Ja, es ist eine Aufgabe an mich hergetragen worden, die mich halt sehr interessiert. Und das ist halt, die Lebensmittel den Leuten ins Quartier rausbringen. Das heisst, dass man so Depot macht, wo, wenn möglich, 24 Stunden zugänglich sind, wo die Leute direkt von der Landwirtschaft können Produkte beziehen können. Und auch dort irgendwie eine Gemeinschaftsküche entsteht, wo man zusammen kochen kann. Viel, wenn wir in Zukunft, wenn da die 2000 Watt-Gesellschaft herkommt, dann müssen wir die Mobilität aus unserem Leben nehmen. Und das heisst, man muss, wenn möglich, alles in Fussdistanz erreichen, was man braucht zum Leben. Du stehst mit beiden Beinen auf dem Boden, du stehst immer auf, jeden Morgen neu. Wie sieht ein Tagesstart bei Maurice Matschi aus? Ja, also, es kommt ein bisschen auf den täglichen Arbeit drauf an, wenn ich aufstehen muss. Das kann manchmal früh sein, aber es kann auch später sein. Also, meine Idealaufstehzeit wäre etwa 9 Uhr am Morgen. Aber das kann ich mir nicht immer einrichten. Aber wenn ich jetzt das kann, finde ich das die beste Zeit zum Aufstehen. Und bevor ich in die Öffentlichkeit kann, brauche ich meinen Kaffee mit Milch. Oder einen Ingwertee mit Honig, wie wir gerade hatten. Ja, weniger am Morgen. Das ist dann mein Tagesgetränk Tee. Aber mein erstes Getränk am Morgen, das ist ein Kaffee und dann bin ich auch massentauglich. Wenn wir jetzt zurückschauen, also dein Kerngebiet, wir haben vorhin kurz ein bisschen verlassen, das mit der Blumenpracht, mit den Pflanzen. Nachher ist die Küche gekommen, wo du vegetarisch gekocht hast, dir ist immer schon ein Anliegen gewesen. Also die Pflanzen haben eine grosse Bedeutung in deinem Leben. Die Natur. Um wieder zurückzukommen auf das Kerngebiet. Auf der heimlich in Zürich schaut, dass es mehr blüht und sprießt.
kann man sagen, bist du der Mr. Anti-Beton? Nicht Anti-Beton, aber Beton ist ein Bauelement, das viel ermöglicht hat. Aber ich bin ein Gegner von unnötigen Versiegelungen. Ich finde, man sollte alle Sachen, die nicht nötig sind, versiegelt sein, sollte man öffnen für Spontanvegetation. Und dann werden unsere Städte und unser Land schon viel grüner aussehen. Eben, es keimt und sprüßt von Neuem, überraschend, anregend, poetisch, schön und von dir gepflanzt. Also die meisten Malven, oder? Du hast seit dem 84, also seit ich 2 bin, also seit 20 Jahren, gell? Tust du das machen, seit dem 84? Ja. Malven, hauptsächlich. Ja, mit dem habe ich angefangen. Heute sind es etwa 50 einheimische Blumen, meine Mischungen. Wobei viele Heilpflanzen sind, viele davon sind essbar. Und je nach Situation, entweder niedrige oder höhere, aber Malven sind auch für mein Markenzeichen geworden, vielleicht mit denen angefangen haben und die halt sehr dominant sind und sehr lang blühen. Also unvergesslich ist für mich immer noch das Erlebnis, als ich vor 2 Jahren war, als ich noch in Altstädten gewohnt habe. Ich fahre vor dem Lochengut durch einen grünen Rasenteppich mit Primeli drauf. Dann muss ich sagen, wow, oder? Und da bin ich das erste Mal dann auf dich aufmerksam geworden. Und das hat mich beeindruckt. Und ich habe mir dann auch die Frage gestellt, wer macht das? Und vor allem auch, wer finanziert das? Ja, finanzieren tue ich es immer noch selber. Ich warte schon lange, bis die Stadt Zürich mir mal einen Kunstpreis für das ausleihen oder Anerkennung zeigen, aber das ist halt das zwinglianische Denken in Zürich, wo das nicht macht. Also von mir hast du ihn jetzt bekommen, darum wollte ich dich unbedingt in meiner Sendung haben. Also zumindest ja, die Einladung, weil ich finde, du hast das verdient. Dich sollte man hören, dich sollte man auch sehen, das sollte man wirklich, die meisten wissen das gar nicht, dass du das machst, in dem Fall. Und dass du das auch aus eigener Tasche zahlst. Also du kannst etwas für die Öffentlichkeit machen. Du schaffst Oasen, Blumenprachtsoasen, die zum Schwelgen, zum Denken, zum Poetisieren, zum Schmöcken und so weiter anregen, zum den Frühling hineinlassen. Und du tust das alles selber berappen. Ja, zum grossen Teil. Zum Teil sammle ich auch. Und es gibt jetzt immer mehr Leute, die mir auch aus ihren Gärten halt Zeug ablesen und das Saatgut dann schicken. Wenn ich jetzt dir einen Sack Tulpen gebe, oder Tulpenzwiebeln, dann sagst du mir, wo du dir nachher rein tust? Ja, es gibt immer Orte, wo die dann herpassen. Und ich mache meine Samenmischung, also ich bin auch jetzt die für das kommende Jahr am Vorbereiten und ich schreibe mir das unter Jahr auf, also jetzt hat es den neuen Haarplatz gegeben, der auch sehr versiegelt ist, aber es hat da und dort noch ein braunes Fleckchen und dort gehe ich dann ganz gezielt halt die Sachen ansetzen, wo ich mir auch irgendein Farbspiel daraus erwarte. Weißt du was, Leute, ist mir an, da komme ich mit. Ja. Gut, machen wir mal eine Pflanzsession, dann wir mal ein bisschen den Hartplatz pimpen. Und was sagst du eigentlich zu unserem Steinplatz in der grünen Stadt Zürich? Der wird 200 Tage im Jahr beleidigt. Ja. Und der Rest der Zeit ist es einfach ein trostloser Steinplatz. Ja, das ist jetzt wieder eine unnötige Versiegelung. Obwohl es mit einem ganz teuren Material, mit dem Andere-Granit ausgelegt ist. Aber ja, da hätte man können spielerisch damit umgehen und auch ein bisschen mehr Naturplatz lassen. Also es muss für dich ein grausamer Dorn im Auge sein, oder? Es ist nicht gerade Beton, aber es ist wirklich ein Steinplatz. Ja, und er ist eben unten dran betoniert und das stört mich noch mehr. Wenn es jetzt zum Versickern wäre, hätte ich dort in der Ritze gehen sein und dann hätte es mindestens grüne Ritze. Aber so ist es hoffnungslos, dort nur etwas reinzurühren.
Du kandidierst ja auch noch für den Gemeinderat, gell, habe ich vernommen. Ja. Ist da irgendwie ein Ziel dahinter da vom Juni 96? Du hast ja die Aktion gehabt, Respect, dort beim Oberen Letten, wo du die Idee hast für ein urbanes Naturerlebnis, so einen Gestaltungsplan für ein Biotop mitten in der Stadt Zürich zu machen, oder? Was du ja dann auch gemacht hast. Ist da irgendetwas, wo dir sagt, das möchte ich noch verwirklichen? Ja, da gibt es eine lange Liste. Fassaden könnte man viel mehr begrünen. Das ist immer noch ein Stiefkind. Also Vertical Gardening, gell? Ja, obwohl der zuständige Stadtrat für das, der Filippo Leutenegger, will das schon. Ich habe ihm einen Vorschlag gebracht vor 3 Jahren und er hat gesagt, das müssen wir machen. Aber leider seine Beamten sind wie Bremsklötze und tun es mehr verhindern als fördern. Also das war so ein Moment, wo du hast beißen musst. Wo du einfach mit Herzblut hast eine Idee an Filippo angetragen. Du hast an Filippo angetragen, fertig ausgereiften Plan eigentlich. Du hast ja jenstes, eben, du hast gesagt, eine ganze Liste von Ideen, auch Sachen, die du gemacht hast, die man ausweisen kann, oder? Wenn ich deinen Lebenslauf jetzt da vor mir liegen habe. Und dann sind so Momente wahrscheinlich extrem schwierig für dich. Also, du bist ein Idealist, du hast deine Visionen, du willst den Raum, wo wir uns drin bewegen, verschönern. Und dann kommt so ein Bremsklotz. Ist das so ein Moment, oder gibt es etwas anderes? Du hast ja einen riesen Erfahrungsschatz, du machst ja das schon seit ein paar Jahren, nicht erst seit vorgestern. Ja. Hast du einen Moment, wo du so ein bisschen kannst rauspicken, wo du besonders hast müssen beißen? Ja, das ist jetzt etwas, wo ich sehr bissen habe, vielleicht zuerst das Okay von oben bekommen haben, dass wir das machen und dann einfach erlebt haben, wie es in der Ausführung eigentlich nur Steine in den Weg gelegt werden, wo man es am liebsten verhindern will, mit unmöglichen Argumentationen. Also eben im wahrsten Sinne des Wortes werden einem wirklich Steine in den Weg gelegt. Ja. Aber der Morris ist einer, der steht auf, legt die Steine auf die Seite und hat mit seinen Visionen auch Erfolg. Und was bedeutet dir Erfolg? Ja, Erfolg. Also ich habe sehr viele Schulungen an der ETH, in Deutschland an Hochschulen oder auch für deutsche Stadt. Also ich habe jetzt für Ludwigsburg ein Mandat. Die kommen jetzt auf Zürich in 2 Wochen und da muss ich eine Stadtführung machen und zeigen, was ich da in Zürich schon gemacht habe. Und die wollen in ihrer Stadt auch so Spontanvegetation fördern. Ja, das ist und einfach so eben die Anerkennung da, dass ich Architektur und Städteplan kann dozieren und denen zeigen. Und ich denke, so wird das halt langsam in die Breite kommen und dann auch eine Veränderung geben. Aber heute ist man noch stolz, wenn alles sauber und durchdesignt ist. Das ist das grössere Argument, als dass man jetzt Naturdesignen lässt. Ja. Kann man das so sagen? Ja, oder kleinräumig auch anfangen zu spielen. Und je verdichteter wir zusammenleben, desto entscheidender sind halt auch die kleinen Fleckchen. Und die machen die Stadt lebenswerter oder intimer und schöner. Und das haben sie noch nicht so begriffen. Wie definierst du Glück? Ja, das ist jetzt noch eine schwierige Frage. Also kann ich richtig da an. Glück ist für dich, du kannst bis um 9 Uhr schlafen, gehst gemütlich raus, schaust deine Malven an, die du gepflanzt hast, die Vögel, die zwitschern, siehst rundum, höckeln drauf auf die angepflanzten Sachen und dann ziehst du noch einen Ingwertee rein und gehst nachher an die Uni dozieren und dann hast du einen glücklichen Tag. Oder was heisst für dich Glück? Ja, das trifft es zum Teil. Also Glück ist, wenn ich mir kann aus Produkten etwas kochen, wo ich finde, ja, die haben ein tolles Leben gehabt, ob es jetzt ein Gemüse oder ein Tier ist.
Ja, wenn ich sehe, wie öffentlicher Raum gemeinschaftlich geteilt wird, wenn man Rücksicht nimmt aufeinander und Respekt vor allem hat. Also ich sage immer, das Recht dem Schwächeren, das wäre für mich der ideal glückliche Zustand. Und wenn in einer neuen Überbauung oder Siedlung du Leute kannst zuschauen, wie sie miteinander Urban Farming praktizieren? Ja, oder zum Beispiel zusammen Fernsehen schauen oder zusammen essen, anstatt dass jeder oder immer zwei miteinander sich Spaghetti kochen, dass 10 miteinander einen grossen Topf machen und noch ein gutes Gespräch haben und nachher zusammen einen Film schauen und nur einen Fernsehapparat haben. Sensationeller Steilpass. Maurice, danke schön. Wild Plants heisst der Film, der rausgekommen ist, wo du drin auch eine Hauptrolle spielst, wo in Deutschland brutal Anklang gefunden haben. Und ich habe das gesagt vorher, gell? Du musst schauen, 2-3 Jahre kommt er wieder in der Schweiz. Aber was ist da kritisiert worden an diesem Film? Ja, dass er zu langsam ist und dass man einfach nur Menschen zeigt, was sie machen, ohne dass man das noch analysiert oder interpretiert. Oder das ist schon Zeitgeist, gell? Es muss durchdesignt sein, es muss analysiert sein, es muss jene Studie von etwas haben und vor allem finde ich jetzt in der neuen Zeit alles auf Individualismus. Möglichst überall Nachrichten reinziehen, möglichst Push-Meldungen aufs Handy bekommen. Es ist eigentlich auch verrückt, was da abgeht. Du hast Push-Nachrichten auch abgestellt auf deinem Handy, nehme ich an, oder? Ja. Ja, viel, bis man dann da aussortiert hat, dann tut man sich lieber so ein bisschen die grösseren Perspektiven oder die längerfristigen Sachen anschauen. Aber auch das eigene Gärtchen, oder? Das eigene Gärtchen, unsere Heimat. Was ist für dich Heimat? Ja, Zürich ist meine Heimat. Heimat ist dort, wo ich mich wohlfühle. Und dort, wo ich auch das Gefühl habe, kann ich etwas verändern. Also, wo ich meinen Lebensraum kann gestalten kann. Und verschönern. Ja, und verschönern. Also gestalten hat verschiedene Aspekte. Und verschönern ist ein sehr wichtiger. Jetzt gerade auch im Frühling, oder? Wenn es überall sprüßt und die Blümchen überall sichtbar werden, da wird auch das Glück irgendwo durch sichtbar dann, oder? Oder du willst mit diesen Aktionen eben auch Blumengraffitis machen im Sinn von die Leute auch zum Anhalten anregen, zum Glücklichsein anregen vielleicht auch, dass sie irgendwie vielleicht auch Impulse bekommen, an kleinen Sachen Freude bekommen. Oder ist da auch noch so ein Gedanke dabei? Ja, es ist natürlich, es ist ein Innehalten und etwas entdecken und ich denke, wenn so ein Gefühl entsteht oder so ein überraschendes Gefühl, vieles ist ja die Wuchsorte sind ja immer überraschend, wenn man es da nicht erwartet. Ja, tut man sich hinterfragen, wieso wächst jetzt das da? Und ich denke, dann passiert schon sehr viel. Und ich denke, dass für deine innere Balance passiert ja dann auch schon sehr viel. Oder gibt es etwas anderes, wo du deine innere Balance findest? Bei all diesen Sachen, die du machst, bei diesen spannenden Projekten, beim Dozieren, beim Blumengraffiti machen, bei den nächtlichen Saataktionen. Gibt es da noch etwas anderes, wo du deine innere Balance finden tust damit? Oder ist das schon Passion in und an sich, dass du kannst in den Tag hineinleben mit deinen Oasen, für deine Oasen und für die Menschen vor allem auch? Ja, es braucht noch die sozialen Kontakte und es braucht ein bisschen Körperarbeit. Für deine innere Balance? Ja, das ist Yoga und meine morgendlichen Übungen, dass meine Gelenke wieder durchlässig werden und nicht zu viele Stauräume entstehen. Wie siehst du dich in 10 Jahren, Maurice? Ja, in 10 Jahren hoffe ich, dass es dann ein bisschen ruhiger wird und ich mich noch mehr kann den Sachen widmen, die mir am Herzen liegen. Dass es ruhiger und grüner wird. Und der Existenzkampf nicht mehr im Vordergrund steht, sondern ja, so ein bisschen mehr Passion dem zeigen, was man heute allen Rentnern dann
Da ich in 3 Jahren in Rente gehe, freue ich mich eigentlich dann darauf, viel Zeit habe, um diesen Sachen noch mehr nachzugehen. Also du hast einen Schrebergarten oder ist die Stadt Zürich dein Schrebergarten? Blöd gesagt. Ja, Schrebergarten sollte man nicht mehr sagen. Das ist politisch nicht korrekt, weil der Dr. Schreber ist ein ganz komischer Arzt gewesen. Dr. Schreber war kein Streber in dem Fall. Nein, wie sagt man diesen Gärten heutzutage? Familiengärten wäre die offizielle Bezeichnung. Und du hast so einen? Oder ist Nein. für dich Zürich eigentlich eine Art Familiengarten, wo überall hat es Nischen, wo du wieder etwas kannst anpflanzen kannst? Kann man das so sagen? Ja, der öffentliche Raum ist mein Garten und mit dem spiele ich. Und da gibt es noch viel. Da gibt es jede Ritze im Teer. Es ist ja eigentlich eine Kleinfläche, die man begrünen kann. Und dadurch gibt es unglaublich viele Flächen. Ganz spannende Sachen haben wir gehört. Verschiedenste Projekte. Du bist sehr aktiv. Und jetzt zum Abschluss gibt es noch mal etwas, was du den Hörer und Hörerinnen von Salis trifft, bei dieser Folge jetzt noch auf den Weg geben? Ja, da gibt es viele Sachen. Ich denke, dass wir das Respektieren von den Schwächeren, dass man zum Beispiel den Wildtieren Platz lässt, den Wildpflanzen, dass man den Kindern Platz lässt, auch nicht nur im Verkehr, sondern überall, dass man halt unsere Welt so gestaltet, dass sich alle drin verwirklichen und ja, ein gutes Miteinander haben. Also kann man sagen, wenn die Welt nach Blumen schmeckt und die Liebe singt, ist jemand da, der dir den Frühling bringt. Ja, das ist jetzt sehr schön gesagt. Ich danke dir vielmals, Morris, dass du dir Zeit genommen hast und dass wir uns treffen können hier auf dem Ida-Platz in Zürich. Und eben, wie gesagt, gibst mir das Telefon, wenn es darum geht, den Hartplatz ein bisschen zu vergrünern und zu verschönern, gell? Ja, das würde ich machen. Sobald der Zeitpunkt da ist, die Samen liegen also startbereit daheim. Sehr schön. Danke vielmals und ganz eine gute Zeit mit deinen Visionen, viel Energie und Durchhaltewillen und vor allem viel Erfolg und Spass bei allem, was du machst, Morris. Ja, merci, Gianfranco. Salis trifft. Die Podcast-Show mit bekannten Schweizer Persönlichkeiten. Präsentiert von Gianfranco Salis. Das ist der Podcast Salis trifft. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann schenk mir doch bitte deine Bewertung auf iTunes und hinterlasse mir einen kurzen Kommentar. Ich freue mich auf dein Feedback. Vielen Dank für deinen Support und bis zum nächsten Mal.